Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison und gleichzeitig zum ersten Heimspiel der Saison. Und es hat uns verschlagen zur Pressekonferenz nach Deutz und wir stehen hier, das seht ihr im Hintergrund, vor dem Düxer Bock. Also wirklich ein ganz alteingesessenes Wahrzeichen hier auf der Schelsig. Und warum hat es uns hierhin verschlagen? Das hat zu tun mit der Spielweise unseres ersten FC Köln in den ersten beiden Spielen. Ja, ich frage mich, ob ihr selber drauf kommt, was bei uns auf den Shirts stehen könnte. Ja? Na, da steht nämlich hinten kackt Der Bock. Ja, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Freiburg. Prösterchen, Leute. Oh. Da klingt hier doch. Ganz frisch. Haben wir lange nicht getrunken, ne? Wunderbar, wunderbar. Na bitte, ne? Gestern. Ja, was heißt das hinten kackt der Bock? Ne? Fangen wir mal in Regensburg an. Oh. Da haben wir so hinten gekackt. Hinterer kann man gar nicht kacken, möchte ich sagen. Ne? Ja, und dann auch noch 2 Köttel Wir gelegt. haben Ne? direkt 2 Köttel, also Das war ja unglaublich. unfassbar. Ja? Wir lagen 1 Köttel hinten. Ja, wir haben das Spiel im Gaffel am Dom gesehen und ihr habt das natürlich auch alle mitgekriegt. Fast alle Mannschaften aus der Bundesliga haben sich schwer getan im DFB-Pokal. Auch die Stuttgarter im Übrigen ja gestern in Braunschweig erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Und wir haben in Regensburg die Kurve noch so gerade gekriegt durch 2 Köttel, die wir gelegt haben dann in der Nachspielzeit. Und wir haben die nächste Runde erreicht und jetzt am Sonntag steht schon die Auslosung an. Ich bin schon sehr heiß da drauf. Wir hatten auch mindestens 70 Minuten Verstopfung während des Spiels. Ja. Also es war schwer zu ertragen. Man bekam ein rotes Köpfchen. Und ich habe schon gedacht, boah, wenn die Saison so beginnt, was soll das bitte werden? Also ich muss gestehen, dass ich schwer angeschlagen war während des Spiels, also während der regulären Spielzeit. Ne? Ja gut, also ich sag mal, für potenzielle Herzattacken ist diese Art zu spielen natürlich bestens geeignet. Also hinten kackt der Bock. Wenn das jetzt 34 Spieltage so weitergeht, dann, naja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Zu Weihnachten kannst du mich in der Klinik besuchen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Nee, aber weißt du, solange es erfolgreich ist und solange wir uns darauf verlassen können, dass unsere Mannschaft erstens die Booster hat und zweitens auch die Mentalität, hinten raus dann wirklich zu bestehen und den Gegner nicht nur 60, 70 Minuten zu beackern, wie wir das ja auch in in Mainz gemacht haben, sondern hinten raus dann auch den Mut und die Bereitschaft und vor allen Dingen die Kondition zu haben, dann nochmal zuzuschlagen. Und das hat in Mainz ja auch super geklappt. Ja, um etwas schräg im Bild zu bleiben, also in Mainz waren wir ja schiffen. Da waren wir auf dem Bötchen unterwegs nach Mainz von Bingen aus. Das war tatsächlich absolut sensationell. Ja. Ein ganz fettes Dankeschön an den Martin Schlüter, der das organisiert hat. Captain Schlüter, sensationell. Ja. Wirklich eine tolle Fahrt. Ich habe so einen Sonnenbrand mir geholt. Also, ja, es war schon 3 Stunden Dauersonne, Dauerbestrahlung. Und auch von mir an den Martin einen ganz lieben Dank. Ich habe dir das auch spontan auf dem Schiff schon gesagt. Das hat für mich auch FC-Geschichte geschrieben. Diese Tour, das ist eine Tour, an die werden wir uns noch sehr lange zurückerinnern. Von der werden wir noch sehr lange sprechen. Ja. Auch in Jahren noch. Das ist ähnlich wie London. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Europapokal, keine Frage. Aber so vom Gesamtfeeling her war das also wirklich Wahnsinn. Zum Niederknien haben wir geschrieben danach und so hat es sich auch angefühlt. Und das Ganze dann auch noch mit der Kirsche auf der Torte. Ja, erstmal kam der Showstopper, ne, muss man schon sagen. Der was? Ne? Der Showstopper. Ne? Also es war ja schon, du kommst da an und die Arschgeigen lassen dich nicht in den Block rein, ja, weil du irgendwie ein FC-Emblem hast und so. Die haben Kinder dazu gezwungen, ihre Trikots auszuziehen. Lächerlich. Liebe Mainzer, ganz, ganz schlechte Gastgeber wart ihr da. Wirklich schlimm. Und wir reden jetzt nicht über einen Heimblock oder über die Heimkurve oder sowas, sondern wir reden über den Block direkt, ja, neben dem Gästeblock. Peinlich. Also ich hoffe nicht, dass wir auf so eine Scheißidee je kommen. Ja. Im Übrigen Block K, also für wen soll das denn bitte reserviert sein, wenn nicht für Kölner? Für keins. Und für keins, genau. Ja. Nein, aber man muss ja auch klipp und klar sagen, jetzt kommt die Bahn gerade, wird ein bisschen lauter. Wir stehen hier direkt am Gotenring übrigens. Ja. Gotenring, Ecke am Düxer Bock. Das heißt tatsächlich. Also die Mainzer kriegen ihr Stadion
ja gar nicht voll ohne Gästefans. Das muss man ja klipp und klar auch mal sagen. Und freut euch doch, dass wir so viele Kölner mitbringen. Ja. Und freut euch über ein ausverkauftes Stadion oder hört auf, so einen Affentanz da abzuzaubern. Es war ja sowas von lächerlich. Ja, du hast deine Jacke im Auto lassen müssen. Ich habe mein Shirt einfach rumgedreht und meine Jacke. Das haben die Herrschaften dann nicht bemerkt. Sehr clever, ne? Also ich war drin. Man muss vielleicht zur Ehrenrettung sagen, die Mainzer Fans selber, die jetzt um uns rum saßen, die haben das selber auch lächerlich gefunden und sich geschämt für ihren Verein. Ja. Zu Recht, finde ich. Ja. So, jetzt muss man leider sagen, anfangs, also wir haben natürlich gedacht, die beste Rache ist jetzt, wenn wir geil spielen. Ne? Davon war aber jetzt nicht so richtig sofort was zu sehen. Also es war sehr ausgeglichen. Ne? Ja, die erste Halbzeit war katastrophal von beiden, aber das ist doch normal. Hallo, das ist das erste Saisonspiel. Wir kommen als Aufsteiger. Wir müssen uns da erstmal zurechtfinden. Ne? Wir wollen doch nicht direkt offen Holland wie letztes Jahr oder auch wie... genau daran denken. Weißt du, wenn ich damals zurückdenke, in Dortmund haben wir so richtigen Attacke-Fußball von der ersten, oder vor 2 Jahren war es ja, bevor wir dann abstiegen, in Dortmund. Super gespielt, Attacke-Fußball. Aber hinten raus haben wir uns dann ein Tor gefangen und wir sind haben sehr stabil gestanden in der Abwehr, haben den Mainzern überhaupt nichts zugelassen. Amiri völlig abgetaucht, die hatten jede Menge Ecken, nichts bei rausgekommen. Also wir waren ein sehr unangenehmer Gegner. Und dass dann einer von denen vom Platz fliegt, da kann unser Spieler ja nichts dafür, der Kaminski. Nein. Selbst schuld. Ist auch, also das jetzt zum Spiel entscheidenden Thema zu machen, glaube ich, ist auch Quatsch, weil war ja über 60 Minuten vorher Zeit, das Spiel schon zu entscheiden. Also das ist Unfug und dann passiert eben so eine Nummer. Im Übrigen hast du völlig recht, was diesen Hurra-Fußball anbelangt. Das hatten wir ja sogar letzte Saison noch gegen Düsseldorf. Anfang der Saison haben wir unfassbar geil gespielt, aber es hat uns nichts gebracht. Also ich habe dann lieber, dass ich alles echt schwierig finde. Hier ist Chaos. Düxerbock Chaos. Ne? Ich weiß nicht, ob man es hören kann hier. Ist auch ja. So, jedenfalls, es war ja begeisternder Fußball, den wir am Anfang gezeigt haben, aber wir haben halt nichts mitgenommen. Ist vielleicht besser, wir arbeiten das zu Ende und haben dann die Punkte. Ne? Ja. Also ein perfekter Auftakt in die Saison. Hallo, guckt euch die Tabelle an, Leute. Ja. Wer ist da alles hinter uns? Ja. Pillen, Gladbacher, alles hinter uns. Das kann gerne so bleiben. Und im Übrigen unseren letzten Auftaktsieg hatten wir, glaube ich, 2015. Und nochmal zum Thema Mainz. Mainz hat seit über 10 Monaten zu Hause nicht verloren. Die haben letzte Saison Bayern geschlagen, sie haben Stuttgart geschlagen, sie haben Borussia Dortmund geschlagen, sie haben gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Und wir gewinnen da 1-0 und ich höre tatsächlich nach dem Spiel Stimmen, die in die Richtung gehen, ja, aber die Leistung hat mich nicht überzeugt. Also du hörst ganz ehrlich. Stimmen, sei doch ehrlich, du hörst doch Stimmen. Ne? Schon ja auch einen neben mir gehen. Ne? Ja. Da will auch mal zu Wort kommen. Ja, genau. Ja, wo kackt denn? Ich meine, der Bock könnte sich ja auch umdrehen jetzt gegen Freiburg und mal vorne kacken. Könnte ja auch passieren. Meinst du am Anfang? Ja, genau. Ja, oder vielleicht, er könnte ja vor dem Spiel vielleicht mal aufs Klo gehen. Ja. Dann muss er dann auch nicht 90 Minuten mit sich rumschleppen. Haben wir aber ganz selten mit 1-0 schon begonnen. Also das ist ja... ich kann das auch nicht so früh. Genau wie beim Spiel jetzt in Mainz. Wir sind ja schon um 6:56 Uhr in Köln losgefahren. 5 Uhr aufstehen und abends um 10 wieder mit zu Hause. Mit dem Regio nach Bingen und dann mit dem Schiff. Ja. So, also... Also ich würde gerne den Ausblick nach Freiburg, weil das ja schon spannend ist. Ja. Wie schätzt du die ein? Ja, sie haben das erste Spiel 1:3 verloren, zu Hause gegen Augsburg. Wobei, da muss man fairerweise zugeben, dass das nicht an Augsburg lag, auch nicht an dem neuen tollen Trainer Sandro Wagner, sondern das haben die Freiburger sich schon selber zuzuschieben. Denn wer solche Gastgeschenke verteilt, wie der SC Freiburg in diesem Heimspiel, der darf sich natürlich nicht wundern, wenn er verliert. Und ich hoffe, dass sie bei uns auch ähnlich großzügig auftreten und auch das eine oder andere Geschenk dalassen. Ne? Und wir haben gegen Freiburg eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ja, ne? Großzügige zu Hause. Freiburger. Das wäre sehr, sehr nett, ja. Wobei der gehört ja zur Wahrheit, dass die jetzt nicht 3-1 schlechter waren als Augsburg, sondern sie haben halt in den entscheidenden Momenten Spielpech gehabt und auch Dummheiten begangen. Das ist das Ding. Ne? Ja. Also jetzt zu glauben, da kommt jetzt irgend so eine angeschlagene Truppe, wäre nun völlig verfehlt. Also, die liegen am Boden. Die liegen am Boden, die Freiburger. Ja. Der Preis okay, aber weißt du, es ist Saisonanfang. Also nicht nur im Pokal, sondern auch in den ersten 1, 2, 3 Spielen sind die Mannschaften noch nicht so gefestigt. Und das könnte für uns jetzt auch gegen Freiburg ein Vorteil sein, weil wir sind ja völlig neu
zusammengewürfelt, unsere Truppe. Es klappt bisher, finde ich, erstaunlich gut. Also hätte ich so nicht erwartet. Ja. Da steht eine richtige Mannschaft auf dem Platz. Vor allen Dingen auch einige Kicker, die echt Fußball spielen können. Und wenn die Abläufe jetzt noch ein bisschen perfektioniert werden, dann bin ich ganz guter Dinge. Ja. Und es schießen mehrere Leute Tore. Auch das ist eine schöne Geschichte, spricht auch dafür, dass es eben Mannschaftsleistung ist. Ja. Und wir jetzt nicht da irgendeinen Oberstar haben, der jetzt plötzlich alles in Grund und Boden schießt und von dem hängen wir dann wieder ab. Mir ist das so lieber. Klar ist es geil, so einen Modest zu haben, aber ich finde, so ist es angenehmer. Ja. Also wenn wir da aufbauen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass der Ragnar Ache wieder zur Verfügung steht. Das sah echt böse aus im Stadion. Ich habe Schlimmstes befürchtet, auch wenn es komplett auf der anderen Seite war, das Foul. Ein asoziales Foul übrigens. Also wenn man für Fußstempeln eine Karte kriegt, dann müsste man für Kniestempeln eigentlich erst recht eine kriegen. Das hat der Kwasniok ja auch gesagt. Und also ja, ich finde, wir sind sehr variabel und schauen wir doch mal, wie jetzt die Aufstellung gegen Freiburg sein wird. Aber dass man die jetzt nicht schlagen können sollte, das sehe ich überhaupt nicht. Ja, du brauchst das Momentum im Spiel und in den entscheidenden Moment, also in Situationen muss eben dann mal für dich entschieden werden. Beziehungsweise der Schiedsrichter muss einfach das Richtige machen. Das war das ja. Ne? Er hat einfach richtig gehandelt. Ne? Wir sind ja gar nicht mehr daran gewöhnt. Ne? Wir halten das ja schon für ein Wunder, wenn der Schiedsrichter mal das Richtige macht. Ne? Ja, genau. Dann denken wir, das ist jetzt unser Spielglück. Ne? Das ist so ein Quatsch. Ne? Aber das muss natürlich passieren. Ja. Und dann haben wir gegen Freiburg durchaus die Chance, nochmal 3 Pünktchen zu haben. Was wäre das für ein unfassbar Ja, das wäre sensationell. Ja? Das wäre sensationell. Ja, also ich glaube, wir müssen es gar nicht ausführlicher gestalten, als es unbedingt sein muss. Wir sind ganz frisch in der Saison und es ist richtig geil losgegangen. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und ich freue mich auf Sonntagabend. Das ist ein Sonntagabendspiel. Das war übrigens die Bahn nach Bocklemünd. Ja, Sonntagabend sehen wir uns 2 Kölsch auf, ich würde mal sagen, einen grandiosen ersten Heimsieg in der Saison. Und dann freuen wir uns natürlich auch wieder auf den allerwichtigsten und allergrößten Bock, den es in Köln gibt. Trotz dessen, dass der Düxerbock auch eine Berühmtheit ist, zumindest auf der Schelsig. Aber der Hennes, den werden wir dann spätestens am Sonntag kurz vor Spielbeginn nicht nur sehen, sondern auch riechen. Denn der ist ja da, wo wir sitzen, wirklich nicht zu überriechen, unabhängig davon, ob er jetzt gerade kackt oder nicht. Der riecht einfach immer so, wie ein Bock zu riechen hat. Okay, 2 Köttel. Macht's gut, Leute. Prost.